Ja, ich mache mir da Gedanken. Ich mache mir seit Monaten Gedanken. Wie hätte es so weit können kommen, dass alle Menschen so blind dem Ganzen einfach nachfolgen und nicht hinterfragen, also alle. Es sind ja schon auch noch viele, die es nicht machen, aber im Verhältnis ist es eigentlich nichts. Und ja, ich bin wieder auf die Nahrung gestoßen. Im Allgemeinen. Ich meine jetzt physische Nahrung und ich meine auch geistige Nahrung. Und ich möchte dazu, bevor ich da irgendwie in mein Retreat gehe, in meine Geistesferien oder körperliche Ferien, möchte dazu noch ganz kurz etwas anreissen und einen Beitrag machen. Ja, tun euch ein bisschen vorbereiten auf das, was jetzt dann kommt, weil es wird ganz bestimmt euch auch treffen. Ich kenne praktisch niemanden, der es wirklich richtig macht. Ich gehöre nicht einmal selber dazu. Aber ich mache vieles richtig, das weiss ich. Und das möchte ich gerne weitergeben. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es haben. Viel Spaß. Ja, wenn man es dann eben gerade im Kopf hat, dann wird man es auch gerade machen. Ich möchte eigentlich gerade weitermachen. Ich habe mich jetzt hier in der Stadt ein bisschen an einen ruhigen Ort verzogen. Und probiere euch jetzt einfach einmal etwas klar zu machen. Also, ihr habt ein Leben, wie jeder Mensch auch. Ihr esset, wie jeder Mensch auch. Aber fragt ihr euch auch, was ihr esset und was ihr trinkt. Und möglicherweise geht ihr dann auch noch mit der ÖV und dann legt ihr eine Maske an. Das ist ganz verderblich, also für eure Biologie, für euren Geist überhaupt. Also jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr legt eine Maske an und gleichzeitig trinkt ihr aus Aludosen euer Cola, euer Red Bull oder weiss der Gucker was alles. Essen vielleicht sogar zum Morgen ein Gipfeli und nehmen das Red Bull dazu. Ja, und dass das vielleicht bedeutend, sehr bedeutend sogar rücksichtslos ist, einem selber gegenüber. Das sollten wir jetzt wirklich langsam auf die Reihe bringen und bemerken. Man kann nicht wirklich Müll in sich hineinschoppen und dann noch ein Gefühl haben, mit so einer Idiotenmaske, also es ist wirklich eine Katastrophe. Was sie da machen, weil sie sind nicht einmal für das, was sie sagen. Und 7,5 Millionen sind sogar verschimmelt. Und dann wird das den Leuten verteilt. Machen da ein bisschen klar. Also, ihr seid nicht geschützt und ihr schützt nichts anderes und niemand anders. Und wenn ihr sie anhabt, dann werdet ihr zu einer Bakterienschleuder für euch selber und für die anderen. Also mehr als eine halbe Stunde die Maske anhaben, ist nachweislich gesundheitsschädigend. Das ist wirklich so. Ja? Und ihr könnt hier oben lesen, wo ich jetzt hier gerade sitze. Hat so jemand angeschrieben. Ja, und dann tun jetzt nicht so wie Pussys. Echt nicht. Nehmt das ein bisschen ernst, seid ein bisschen selbstkritisch und schaut euch ein bisschen. Ihr habt euch mit eurer Ernährung derart mit Gift aufgefüllt, dass so ein Teil, wie sie da sagen, es sind ja Exosomen, es ist kein Virus. Das ist mir schon lang bekannt. Es will einfach nicht geglaubt werden, weil es einfach im Öffentlichen nicht so gezeigt wird. Weil Blick, 20 Minuten, der Bund, Schweizer Fernsehen und Radio, die werden das so nicht bringen. Und wenn, dann nur irgendwie ganz klein versteckt. Oder eben zu einer Zeit, wo niemand mehr schaut. Irgendwo ist da ein Missverhältnis. Ihr selber essend und trinkend Müll und legen dann eine Maske an im Zug und haben noch das Gefühl, sie sind geschützt oder schützen irgendjemand anders. Nein, machen wir nicht. Das machen wir echt nicht. Wirklich nicht. Und das sollten wir jetzt wirklich
Es ist Zeit, wirklich, es ist Zeit. Jetzt sollten wir aufwachen. Jetzt sollten wir sehen, was hinter dem Ganzen steckt. Der Klaus Schwab hat es ja schon länger gesagt. Wir haben es schon länger verteilt in der Welt. Es will einfach niemand hören. Es ist ein grosser Neustart. Und es hat mit einem Virus überhaupt nichts zu tun. Und dass man das natürlich dann noch mit einem Corona-Erreger irgendwo betitelt, also Corona betitelt, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man das Ganze als Krönung von der Menschheit will anstellen. Es ist keine Krönung. Es geht zu viel drauf. Und sobald das irgendjemand das Leben verliert wegen irgendeinem Vorgang, muss man das massiv, also wirklich massivst hinterfragen. Und was da gegenwärtig passiert, ist nichts anderes als ein Weltkommunismus einführen und nicht ein Kommunismus, wie es der Kommunismus ursprünglich gedacht hat. Nein, das ist überhaupt nicht so, sondern totalitär. Komplett totalitär. Und die Menschen, die haben uns hier in der Schweiz noch nie gefragt, ob sie das überhaupt machen dürfen, ob uns das genehm ist oder nicht. Die haben das noch nie gemacht. Die sind so selbstgerecht und so herrenrasserisch unterwegs, dass ich dem überhaupt nichts Gutem abgewinnen kann. Überhaupt nicht. Ich sehe, was da wirklich auf uns zukommt, weil ich kann vorausschauen mit dem, was man weiss. Das kann jeder Mensch. Das ist so. Ich bitte euch echt, macht euch ein bisschen Gedanken über eure Ernährung. Auch über die geistige. Also, was ihr leset, was ihr konsumiert. Wenn ihr immer auf den Blick 120 Minuten Schweizer Fernsehen und Radio und Bund unterwegs sind, dann erfahrt ihr nicht die Wirklichkeit, sondern dann erfahrt ihr das, was sie euch sagen wollen und alles andere nicht. Und das sollte euch schon mal bewusst werden. Also, es ist fast eine Ohnmacht für die Leute. Es ist eine Ohnmacht eigentlich. Für die Leute, die hier unterwegs sind und aufklären. Wir machen das jetzt seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon. Und es wird immer schlimmer. Die Leute werden immer apathischer, wissen immer weniger und haben keine Ahnung mehr, wie sie sich selber gesund halten können. Und da schaut jetzt einfach mal auf eure Nahrung. Hört auf, den Mist und Müll in euch hineinzufuttern. Hört auf, ob jetzt das geistig ist oder physisch, das ist gleich. Hört auf, du bist, was du isst. Nichts anderes, du bist das. Wenn ihr ein bisschen Hilfe wollt, ihr müsst es ja nicht so konsequent durchziehen. Ihr könnt ja nur mal etwas davon machen. Aber wenn ihr ein bisschen Hilfe wollt, dann könnt ihr mal meine Beiträge anschauen, ausleiten und entgiften. Könnt ihr das mal anschauen. Und nehmt mal wirklich etwas ernst. Nämlich, dass ihr einfach zu oberflächlich sind im Moment. Wirklich zu oberflächlich. Und nicht das zu euch nehmt, was ihr solltet, was ihr gesund haltet. Weil es ist ein Zeichen von Krankheit und Abwesenheit von sich selber, wenn man einfach so bedingungslos nicht hinterfragt, in den Zug oder in den Bus einsteigt, mit einer Maske vor dem Gesicht und sich dann auf die Dauer dann wirklich krank macht. Und vor allem wird man auch dümmer. Dümmer wird man darum, weil ins Hirn viel zu wenig Sauerstoff hineinkommt. Und das ist schon etwas, wo man muss sagen, geht gar nicht, oder? Geht nicht. Es ist alles eine Frage vom Maß. Es ist auch eine Pflicht, dass man die Informationen anschauen, eben von den Leitmedien. Das ist eine Pflicht, die muss man hinterfragen, die muss man prüfen. Und dann muss man anders auch schauen. Man muss halt die Plattformen anschauen, die dann eben wirklich Sachen bringen, die aufgedeckt sind oder die einfach nicht angeschaut werden. Die muss man jetzt anschauen. Und wenn man das nicht macht, dann ist man sich selber gegenüber ein Sauhund. Ein blöd Mann oder Frau. Dann macht man es wirklich falsch. Ist echt so. Ich bitte euch alle, kommt auf den Boden und hören auf mit dem Quatsch. Und jetzt sind wir gefragt, jetzt nämlich müssten wir in Bern hier aufräumen. Wir haben hier oben Leute, die einfach machen, uns nicht fragen und vor allem gegen unseren Willen arbeiten.
Und sie verändern da etwas in unserem System, wo wir nicht gefragt worden sind. Wo kein Mensch uns gefragt hat. Und müssen wir uns das bieten lassen? Also je mehr das da Masken anlegen, je mehr ist es so, dass das ganze Schweizer Volk nachher sich das muss bieten lassen. Wegen denen, die da einfach mitmachen. So gedankenlos und bedingungslos hörig. Das braucht es alles nicht. Bis dich selber. Ernähr dich gesund. Ja. Und danach kommst du von alleine dahin. Es ist nichts anderes, was es braucht. Erkenn's. Es ist, was ist. Ja, was auch Ernährung ist, und das muss ich da ganz deutlich sagen, das ist das Geistige. Man tut sich auch geistig ernähren. Und wenn man natürlich nur Blick, Schweizer Fernsehen, Radio und Bund irgendwie konsumiert, dann ist das eine ziemlich einseitige, seltsame Ernährung. Ich bitte euch alle, macht euch ein bisschen mit den Büchern wieder ein bisschen vertraut. Und ja. Ich könnte ja vielleicht ein bisschen im Buddhismus hineinschauen oder in Zen. Wäre vielleicht auch etwas. Schaut, dass euer Geist auch gut ernährt wird. Das ist ziemlich bedinglich. Also noch kurz zum Schluss. Wenn es immer noch nicht glauben wollt, was da wirklich tatsächlich läuft, dann geht auf die Seite dieberichterstatter.ch. Auf dieser Seite kommen ihr zu weiteren Informationen, die ihr dringlichst brauchen, um das ganze Zeug zu hinterschauen. Das sind alles Informationen, die der Bund natürlich nicht rauslässt, der Blick natürlich auch nicht im Schweizer Fernsehen. Und wenn überhaupt, vielleicht einmal ein kleines Detail daraus und ganz versteckt. Tut euch den Gefallen, geht auf die Seite dieberichterstatter.ch und ihr werdet ganz schnell wissen, um was es da wirklich geht. Schaut zu euch, ernährt euch gesund und bleibt gesund. Schöne Zeit.